Hallo, ich bin's Carsten Stahl und ich stehe hier mit Babette. Und wir haben gerade das Begräbnis gehabt von Niklas. Ihr seht das an Babette, ihren Tränen. Dort hinten seht ihr auch die Trauergemeinde. Babette, du hast mich gerufen. Ja. Du hast mich gerufen, du hast mich angeschrieben, wie viele Tausende von Menschen mich anschreiben. Und du möchtest, dass etwas aufhört. Ja. Was möchtest du, was aufhört? Kinder, tut euch das nicht an. Sucht euch Hilfe, vertraut euch Freunden, Schüler, Lehrer, eure Eltern an, eure Tanten und lasst sie nicht ablaufen, wenn sie euch Hilfe anbieten. Ihr wollt heute nicht so enden wie mein Neffe, das habt ihr alle nicht verdient. Kein einzelner Mensch von euch. Keiner von euch muss sich das gefallen lassen. Aber ihr müsst den Mut haben, euch anzuvertrauen. An eure Eltern, an eure Freunde, auch an eure Lehrer, wenn sie euch zuhören, an eure Direktoren und vor allen Dingen an eure Familie. Die ist für euch da. Habt keine Angst. Es wird aber nicht aufhören, wenn ihr es nicht macht. Und an alle Verantwortlichen im Schul- und Bildungssystem in Deutschland, auch an die Bildungspolitik. Hört auf, dieses Thema zu verharmlosen, es totzuschweigen und wegzusehen. Kinder kommen zu Tode jeden zweiten Tag, so wie jetzt Niklas. Und hört auf zu sagen, in unserer Schule gäbe es kein Mobbing. Man hat dich schlecht behandelt. Man wollte dich nicht anhören, keiner wollte dir zuhören. Keine Antwort. Jetzt sind sie hier und nehmen Andacht, obwohl du sie nicht eingeladen hast, richtig? Ich hatte ein Schreiben rausgeschickt, dass sie nicht erwünscht sind, nachdem sie mich am Dienstag so behandelt haben. Und jetzt ist die Schulleitung hier. Wisst ihr, warum die Schulleitung da ist? Weil sie Schiss hat. Weil sie Schiss hat, weil ich hier bin und weil die Medien das aufgreifen würden. Sie schämt sich. Aber wisst ihr, was ich gehört habe, wenn das wirklich stimmt? Dass der Lehrer nicht mehr zurückkommt. Der Lehrer ist, seitdem Niklas tot ist, krankgeschrieben und er kommt nicht zurück. Was sagt das wohl aus? Dass er nicht die Kraft hat, zurückzukommen? Der Lehrer hat vielleicht manches nicht gesehen oder nicht richtig gedeutet. Aber man hat an der Schule Präventionsmaßnahmen, um die die Eltern gebeten haben, nicht angenommen. Jetzt ist die Trauer ist nicht groß, die Panik ist groß. Die Panik, dass es Konsequenzen haben wird. Und das wird es. Es wird Konsequenzen haben. Und zum Glück hat sich der Bildungsminister von Sachsen-Anhalt bei mir schon gemeldet. Und dass es ein Treffen gibt und wir uns unterhalten. Unterhalten und gucken, was wir vielleicht für Sachsen-Anhalt verändern können. Das hat dein Niklas schön erreicht. Das ist schön. Und Herr Tullner, das sind die Tränen einer Danke. Familie. Und ich bitte Sie, in unserem Gespräch dieses Thema mit mir zusammen und mit vielen anderen zusammen zu verändern, damit keine Familie mehr trauern muss, damit kein Lehrer mehr lügen muss, dass niemand mehr wegschaut. Denn es sind genug Kinder zu Tode gekommen. Und es reicht. Es reicht. Hier ist die Oma, die diesen Jungen mit aufgezogen hat, die mir zu mir gesagt hat, sie wäre lieber gegangen als er. Niemand muss gehen. Kein Kind sollte gehen. Niemand sollte vor seiner Zeit gehen. Und schon gar nicht, weil andere Kinder Fehler machen. Und deshalb, liebe Kinder, hört auf, euch zu verletzen. Haltet zueinander. Schaut nicht weg. Fehler macht jeder. Und jeder ist so, wie er ist. Und so ist es auch gut so. Niemand ist etwas Besseres. Aber schaut nicht weg. Wer wegschaut, ist mitschuldig. Und wer schweigt auch. Und wer totschweigt auch. Und wer lügt, erst recht. Niklas, wir werden dich nicht vergessen. Und ich werde dafür sorgen, dass es aufhört. Es mag noch etwas Zeit dauern. Aber das Schweigen hört jetzt auf. Für Niklas. Und für jedes Kind, was in Deutschland wegen Mobbing sich das Leben genommen hat. Carsten Stahl.